Ja, Tag zusammen und herzlich willkommen zur Spieltagspressekonferenz von 2 Kölsch. Ja, hallo Leute, und das am 27. Spieltag der 2. Liga und der FC trifft auf die Mannschaft von Holstein Kiel und die sind tatsächlich deutlich stärker, als man sie nach diesem ganzen Aderlass erwartet hätte. Ja, also denen ist ja nach dieser Sensationssaison eigentlich alles weggekauft worden, was nicht nied- und nagelfest ist. Der Trainer, der Sportdirektor, ein Haufen Spieler, ja. Und trotzdem halten die ihren Kahn auf Kurs. Ja, und das war ja eigentlich auch unser Plan. Ja. Bis wir vor einigen Wochen auf diese große Sandbank aufgelaufen sind und unser Kapitän das Schiff spontan verlassen hat. Und daraufhin haben wir euch ja gefragt, wer ist schuld? Woran? An allem. Ja, Wer ist eurer Meinung nach Kölles Next Top Nubbel? Allem schuld, ja. Und das Lustige ist, jetzt kommt das Ergebnis und ihr sagt, wer wirklich damit überhaupt ja nichts zu tun hat, ja, das ist mit 0% Alex Werle. Also Topwert ist wirklich untertrieben gesagt, muss man Ja, sagen, unglaublich. ne? Also, Und herzlichen Glückwunsch. nur ein bisschen mehr geschafft hat tatsächlich Armin Fee auf dem zweitletzten Rang, also auf dem zweitbesten, wenn man so will, sagen, ne? ja. Muss man ja so sagen. Ja, genau. Der hat 1,1% aller Stimmen erhalten. Genau, dabei hieß es zwischenzeitlich Königsmörder und was ist das für ein Interview und so. Wahnsinn, geiler Wert. Ne? So. Wer kommt dann? 2,2%, muss man sagen, freuen wir uns schon, ne? sagen, die Südkurve ist schuld. Das ist ein verschwindend geringer Wert, wenn man überlegt, was denen alles schon in die Schuhe geschoben wurde. Und die sind im Übrigen punktgleich mit der Mannschaft. Freuen die sich, die Jungs aus der Südkurve natürlich. Ja. Naja gut, aber Mannschaft auch. wofür soll die Mannschaft denn, woran soll die denn wirklich schuld sein? Ja, und der folgende Kollege auch, ne? Dem wurde auch wahnsinnig übel mitgespielt, also viel beschimpft worden und 3,3% neu. Stefan Müller-Römer. Offenbar wird dann doch gutiert, dass der Mann immer sehr sachlich reagiert, egal wie man ihn beschimpft. Das stimmt. Mal gucken, wer nächster. Oh, der Ritterbach. Markus Ritterbach, 4,3%. Da muss man natürlich fairerweise dazu sagen an dieser Stelle, dass das eine oder andere Interview erst nach dieser Umfrage stattgefunden hat. Ne? Also zumindest nachdem der große Run vorbei war. Genau. Ne? So, jetzt kommt die erste Überraschung, muss ich sagen, denn immerhin, ja, 9,8% von euch glauben, dass der Arm, ja, der linke oder rechte, weiß ich nicht, von Lukas Podolski so lang ist, dass er aus Kobe hier so mitmischen kann, dass er alles versaut. Ja. Möglicherweise ist das nicht komplett ernst gemeint. Womit wir beim zweistelligen Bereich wären und der erste Kandidat sind wir geworden. Und apropos nicht so ganz ernst nehmen, wir haben uns gefragt, was die ganzen Zwinker-Smileys eigentlich hinter dem Voting zu bedeuten hatten. Wir sind dann zu dem Schluss gekommen, es hat wahrscheinlich nichts zu bedeuten. Und wir nehmen das Ergebnis sehr, sehr ernst. Ja, also wir müssen definitiv was ändern. So läuft das nicht weiter. Fast 11% meinen, wir sind schuld, scheiße. Ne? Jetzt kommen wir zu den Top 3, ne? Und nicht weit von uns entfernt, was die Schulfrage anbelangt, ist Toni Schumacher mit deutlich weniger Zwinker-Smileys, aber 12%. Ja, wobei, also einige Icons waren da schon auch zu sehen, aber eben keine Zwinker-Smileys. Ne? So, den zweiten Platz belegt hat Markus Anfang und das hat uns natürlich schon auch etwas überrascht, denn wir hatten ja gefragt, wer ist an allem schuld? Also nubbelmäßig an allem schuld. Ne? So, der Trainer fürs Sportliche ist er verantwortlich, klar. Und da sind wir ja auf Platz 1. Also, dass der 22,8% kriegt, hätten wir jetzt nicht gedacht. Ne, ja, und er war letzte Saison noch gar nicht da. Also möglicherweise könnte man ja auch argumentieren, da hat ein Teil der Misere begonnen. Ja. Das scheinen auch viele von euch zu glauben, denn auf Platz 1 gelandet ist mit 31,5% der, bitte rufen Sie nicht mehr an, Werner Spinner. So, gut, jetzt ist der Präsident weg, ne? Und er war an allem schuld. Ja, Spinner
ist unser Nubbel, Kölles Next Top Nubbel. Heißt das denn jetzt im Umkehrschluss, dass wir damit alle Probleme los sind? Tja, also ich möchte das mal bezweifeln, ehrlich gesagt. Ich glaube, es hat sich ja auch, sagen wir mal, seitdem das Voting begonnen hat und der erste Teil war dann ja auch, ist ja immer, wenn das der erste Teil, da wird viel gewotet, hat sich einiges getan. Wir schauen hier, auf Platz 2 ist der Trainer gelandet. Nach diesem Hauptteil des Votings kam das Bielefeld-Spiel. Und ich weiß nicht, ob danach nochmal genauso abgestimmt worden wäre, denn das war ein geiles Spiel, ehrlich gesagt. Ja, absolut. Und auch im Politischen haben sich ja noch Dinge zugetragen. Ja. Eben schon von dem Ritterbach-Interview gesprochen bei Sky. Ich meine, das war ja nun wirklich sehr speziell, sagen wir mal so. Also, kann man wohl so sagen. Ne? Naja, gut. Also, ich denke, wir kommen mal wieder zum Kiel-Spiel zurück. Ja, meinst du? Ja, auf hohe See wollen wir uns begeben. Okay. Können wir auch, denn wir haben ja hohe Ziele. Ne? Und wenn man hohe Ziele hat im hohen Norden, was macht man dann? Das steht wie immer auf dem Shirt. Ne? Kölle entert. Kiel kentert. Ja, jetzt wird's schlimm. Jetzt kommt ein Wortwitz. Denn der Enterpreis, ja, ist dann die erste Liga. Na, dann. Deswegen 2 Kölsch. Auf 3 Punkte. Grüß euch, Leute. Wir trinken nicht nur auf die Punkte, sondern auch auf die Preise, ja, die es zu gewinnen gibt. Und ja, ihr habt richtig gehört, wir reden von Preisen. Denn wir verspielen nicht nur den Hoodie, den haben wir ja schon angekündigt, sondern auch Gaffel hat noch ein bisschen was springen lassen. Und das Ganze werden wir... Ja, nämlich nicht hier ankündigen, logischerweise, denn Nein. die PK wird ja aufgezeichnet. Das wisst ihr, ne? Wir zeichnen auf und am nächsten Tag kommt das. Nein, es ist eine Verlosung. Wir wollen ja, dass ihr uns jetzt nicht später erzählt, hör mal, der da gewonnen hat, der sieht genau aus wie dein Vater, ne? Oder deine Oma, ne? Sondern das machen wir live auf Facebook, das streamen wir und zwar am Samstag um 18 Uhr. Hör mal, weißt du, was mir auch auffällt gerade? Okay. Wenn Kölle entert, ja, wen entern die denn dann? Kiel, ne? Und ja, Kiel kentert. Ach, da sind wir längst wieder von Bord. Da sind wir längst wieder von Bord. Ja, meine Güte. Wir sehen uns Samstag. 18 Uhr bei Facebook Livestream.